Ich meine mir ganz viel Positives über das Gesetz mit den Heieren. Wir sind auch der Meinung, dass das wichtiger positiv Maßnahmen können sein und da der wird die Feiergesetze auch matt stimmen. Ich will aber so, dass die Argumentationen, die hier gefeiert sind, heinst du vielleicht zu viel optimistisch sind. Nicht alles kann ich verzeihen. Ich will just vielleicht am Anfang oder aber pur frohen Augen und noch weiter Aspekte noch ein bisschen mehr genau diskutieren, über die wir heute miteinander nicht geschwärzt. Und ich froh als, wie realistisch ist das, die minus 15% CO2 beim Wohnen, wir haben das schon gesagt, wir sind drin, wir haben eine große Croissance hier im Land, immer mehr Leute kommen an das Land wohnen, also die überhaupt realistisch, die Ziele zu erreichen. Und also es nicht so, dass man den minus 15% von Leuten, die wohnen, wo man probieren, CO2-Reduktionen beim Wohnen zu kriegen, dass der Druck auf Leute immer mehr groß wird und auch die Intrusion vom Staat an Privatsphäre immer mehr groß wird, weil in den Hai wohnt, kann sich ja nicht dem staatlichen Druck an der Hinsicht entziehen. Ein zweite Frage ist, in diesem Kontext können wir die Ausgaben, die wir hier machen, urrechnen lassen. Das ist als ADR nicht egal, auf welchem Zustand unser nationales Budget ist. Wir haben ein Defizit von 1 Milliarde nächstes Jahr. Ich weiß, es gibt Leute, die meinen, dann hat man noch mehr Sput. Wir denken das nicht. Wir wollen das alles, was wir ausgehen als Staat, können international urrechnen lassen, auch urrechnen lassen, für kein unnötig Verlust dazu an finanzieller Natur. Viel mehr grav als aber, dass man es muss frohen, ob wirklich bei denen, die Energieprekarität tun, um die es soll gehen, die Leute, die nicht so viel haben, ob die wirklich können profitieren. Ich weiß, dass schon dort die rechten Beispiele nur geleistet hat. An anderen Stellen nicht mal froh. Hören wir mal eine Familie, die ein Haus kauft, da tut Grenzen, Leute, die nicht viel haben, die dann etwas kaufen, irgendwo, wo Wohnen nach mir billig ist, an die Grenze von ihrer Kreditfähigkeit gehen dafür ein Haus kaufen von 250.000–300.000 Euro, was nicht an einem guten Zustand ist, was große Energieverluste hat. Wir müssen die Grenze von ihrer Kreditfähigkeit gehen. Und dann wollen sie das vielleicht sanieren. Hören wir rund, einfach als rechte Beispiel, sie gehen 200 Euro den Monat aus für Energiekosten. Und dann kann saniert gehen, an der Sanierung, dann haben sie 50% gewonnen, und dann bezahlen sie nach 100 Euro. Mit sie bezahlen nicht nur die 100 Euro Energiekosten, mehr mit dem Kredit, den sie kriegen, den zinslosen Kredit, den sie da kriegen, 50.000 Euro, 5.000 Subventionen, kriegen sie Kredit für 45.000 Euro, den sie für 180 Monate müssen aufbezahlen, das sind 250 Euro den Monat. Das heißt, Leute, die schon sowieso in der Grenze von ihrer Kreditfähigkeit sind und dann einen Kredit von 250 Euro den Monat aufzuzahlen, plus Tauschen für den Energiekosten, die sie für drin hatten, da sind sie bei 350 Euro am Platz 200 Euro. Das ist ein rechtes Beispiel, wie zu weisen, dass die Ärmsten oder die an einer Energieprekarität sind, nicht unbedingt profitieren davon. Und man dafür die Idee von einer Subventionierung für extra, die do Leute nicht sollen aus den Armen verlieren, und nicht so mit der Kreditbank, also mit der Klimabank, die do Probleme all gelöst, das ist sicher nicht der Fall. Ein anderer Frage ist auch, wenn wir gucken, welche Kriterien oder was die Projekte sind, die da können subventioniert sind, das ist auch als alles sinnvoll. Also es ist sinnvoll, Pelletheizungen zu subventionieren, auch Umweltkriterien gesehen, weil wir wissen, wie im Stritten auch das aus, wir wissen, dass Pellet viel mit Transport verursacht wie andere Energieformen, wie zum Beispiel der Gas, und dass den hier Energie, also der Gesamtumweltbilanz vielleicht können so positiv aussehen, aber gehen sie an diesem Gesetz gefördert. Mir wird für uns interessant ist, dass wir heute frohen zu stellen, an op Gefahren aufmerksam zu machen, die bislang noch nicht gestaltet gesehen werden. Das ja heute aber allgemein auch ein Versuch vom Staat für Mentalitäten zu beeinflussen, für Verhalten von den Leuten zu ändern. Das ist also schon intrusiv, aber wir wollten dafür vielleicht über ein paar Sujets zu schwätzen kommen. Das ist immer penale Charakter von den Mesuren, die geholt gehen. Schön als Beispiel den Energiepass. Ein Energiepass, da kann sich wirklich schon, ob es nötig ist, ein penal Strafe zu sehen, wenn man keinen Energiepass hat, und noch der Sinn, ob den Energiepass immer sinnvoll ist. Also es ist wirklich sinnvoll, dass ein Haus, das muss aufgerappt gehen, nach einen Energiepass braucht. Das steht nachher mal im Gesetz, wenn ich richtig informiert sind, auch wenn not der ein bisschen in einer Praxis schenken, dort zu hören. Mir das schenkt nachher mal so zu sehen, ein Haus, das zwangsversteigert wird, braucht einen Energiepass. Also die Leute wirklich zuzumuten, die ein Appartement an einer Residenz haben, dass sie
Eng ganz Residenz muss den Energiepass ausstelle losen, wennst engem Appartement wat soll verkauf oder verlohnt gehen. Auch du muss man es vorstellen, ob man nicht so weit geht, sowohl an dem penalen Aspekt wie auch an der Sinnhaftigkeit von den Dispositionen, die man hun. An den Zwangscharakter von der staatlicher Intrusion am Umweltbereich, den gesehen wir auch bei anderen Sachen. Wir gesehen bei der Möglichkeit von Kontrollen daran nicht praktisch beim Umweltgesetzer, wo auch keine Proportion mehr ist zwischen dem, was wirklich erreicht soll, gegen das Gesetz, an der Herd von der Kontrolle, an der Konsequenz zum staatlichen Angriff an Leben der Leute. Nun, ich gesehen bei der Quecksilberbeere, wie ein ganz einfach Beispiel zu nennen, was man auch nicht vergessen, wie sehr Leute mit Sachen konfrontiert sind, die an ege Wunden kommen, die aber heich giftig sind. Wir haben also hier eine Reihe Entwicklungen, und ich will 3 konkrete Beispiele, ein direkt verteilende Gesetze auf 4 gesehen hast, oder das mal zu Schwätze kommen, weisen, wie denn Gesellschaft sich entwickelt, auf wo Gefahren können leiden. Das ist der Begriff von der Suffizienz. Das ist auch etwas, was am Kontext von der Energieprekarität immer gesot gouf. Wir sollen den Leuten vermitteln, was durchgeht und elektrischen Apparaten, was durchgeht und Energieverbrauch. Das kann sinnvoll sein bei Leuten, die Probleme haben mit ihrem Budget umzugehen, bei Leuten, die wirklich nicht eins gehen mit zu, kann es natürlich sinnvoll sein, zu beraten. Aber auch hier ist gefordert, irgendwie nie ein Kehr der Staat hingeht, an den Leuten sieht, es geht durch, wenn es der Television hörst, es geht durch, wenn es der E-Radio hörst, und du musst so und so leben, weil alles wird nicht mehr responsabel, weil zu viel Energie verbraucht. Das sehen wir an einem Zusammenhang mit den intelligenten Konteuren, die kommen. Das kann ein gut Sache sein, wenn es den Leuten hilft, Energie zu sparen. Wir machen doch da nicht so von all den Gefahren an für die Privatsphäre, die auch können, dummer da verbunden sind, die Donnerien, die gesammelt gehen, wo man nicht wissen oder nicht sicher sind mit letzter Konsequenz, wie sie so weit gehen, zu weit sie können gebraucht gehen, wo man können der Staat ein Kontroll kann darüber hun wie du heim aus watten du mischt als dat harmlos kombiniert mit all den anderen Erfolgen wie die Leute immer mehr do eng Lebensweis 4 zu schreiben. Ich will mal nicht darauf angehen, ob die Gefahren wie Elektrosmog und so weiter. Aber ich meine, wir haben eine Entwicklung hin an gelesene Bürger. Der Staat, in der technisch Möglichkeit tut, die Bürger komplett zu durchschließen, zu kontrollieren am Umweltbereich, auch an andere Bereiche vom Leben. An umso mehr groß muss die Verantwortung vom Staat sein, für die Gefahren selber zu erkennen, an sich selber Limiten abzuerlegen, für das so Deriven nicht können geschehen. An der Idee von den Passivhäusern, die obligatorisch sind, erinnert uns auch an mehr wie enger Hinsicht, ob das Verhalten staatlicherseits, es ist also immer ein Penalsache, weil wer nicht passiv baut, den hält sich schon nicht unter den PAP von einer Gemeinde und den Plan d'aménagement particulier. Aber wenn sich nicht darunter hält, der möchte sich penal, straffällig eben, also auch Heiremenke ganz, ganz stark Angriff vom Staat für eine Technologie, die neu ist, für eine Technologie, die nach Dovens nicht richtig erprüft ist über lange Zeit, wo man aber Tüte gesehen und aus Kalifornien, die so in der Passivhaus sich nicht mehr Energie verbraucht, weil sich auch verhalten, wenn die Leute auf Manieren ändert, die man denen nicht gerechnet hat. Es gibt sicher positive Seiten. Wenn Handwerklo kann neue Talente entwickeln, neue Berufe vielleicht entwickeln, das mehr muss geschafft gehen am Energiebereich, alles das kann positiv Nebenwirkungen haben. Wir müssen auch hier für die Passivhäuser nicht dann zu machen für die Probleme, der Schimmel an den Häusern. Wir sind mit den Isolationsmaterialien, die an der Fassade und auf andere Plätze sind. Wir sind mit der Renovation von einem Passivhaus. Das geht viel mehr teuer, weil das Sondermüll zum Teil ist. Wir sind mit dem Baupreis überhaupt von einem Passivhaus durch die Technologien, gehen die nicht noch mehr teuer wie die Häuser, die wir am Blick bauen. Dann meint man dafür nicht noch mehr Leute unmöglich, hier am Land Wohnraum können zu kaufen, Häuser können zu bauen. Ganz einfach, weil die neuen Vorschriften, die neuen Technologien bauen, noch viel mehr teuer machen. Alles das sind Fragen, die wir uns stellen, wo wir eigentlich immer aufmerksam machen, ob die Spannungsfelder, die wir hier entwickeln, zwischen dem Besoin für den Umweltschutz oder den Atmosphärenschutz oder dem Klimaschutz, ob der engerseits an dem Recht von den Leuten auf Privatsphäre, aber auch das Recht von den Leuten auf wohnbar und auf bezahlbar Wohnen hier am Land war möglich. Wir haben noch festgestellt, dass an den Gesetzen, wie sie es heute präsentiert gesehen, wo sich Betrieber nicht incitiert gehen oder nicht geholfen
geholfen kreen für hier Energierenovation zu machen, außer eine Gesellschaft, die an der Lokation, am Wohnraum aus. Das ist ja auch wichtig, dass als Industriellandschaft, als Klein- und Mittelentreprisen auch geholfen kreen finanziell. Und du hast froh, was möchte die Regierung speziell an dem Bereich, wir auch als Betrieber zu entwickeln, aber wir hinnen do an dem Bereich zu helfen. Dann da wollte ich zum Schluss kommen. Merci, Herr Präsident. Über den Lehnert gut, wir denken noch, das muss alles freiwillig sein. Dat gesot will ich also als Konklusion, dass man den Gefahren an den Frohe ganz bewusst sind, die man in dem Do-Bereich von der Gesellschaftsentwicklung haben, mit die 4 Gesetze, die man heute 4 Leihen haben, die wird da der Macht stimmen.